Hallo miteinander und willkommen zum heutigen Podcast. Bevor wir loslegen, möchte ich kurz Dankeschön sagen an alle, die meinen Kanal abonniert haben und meine Inhalte auf Patreon nutzen. Das freut mich sehr. Falls ihr Wünsche oder Vorschläge für Inhalte habt, versuche ich da gerne umzusetzen. Sagt mir einfach Bescheid. Und ich entschuldige mich für meine Stimme, die heute ein bisschen angeschlagen ist. Ich habe mir eine Verkältung zugezogen und meine Stimme ist bis jetzt noch nicht richtig zurückgekommen. Aber ich hoffe, dass ihr es trotzdem gut versteht und wünsche euch viel Vergnügen mit der folgenden Geschichte. Das listige Wildfraueli. Im Dorf Denna im Bündnerland hat vor langer Zeit der Richter Valentin gelebt. Eines Tages hat er in seinem Garten ein seltsames Tier gefangen, so wie er es noch nie gesehen hat. Er hat es ins Haus getragen und seiner Frau gerufen: «Ursina, bring mir schnell eine Hutschachtel. Ich habe ein unheimliches Tier gefunden und muss es zum Pfarrer bringen, damit er mir sagen kann, was es ist.» Wo der Valentin mit seiner Hutschachtel zum Pfarrer gekommen ist und ihm das merkwürdige Tier gezeigt hat, ist der ganz verwundert gesehen und hat gesagt: «Ich habe doch eine Bibliothek mit vielen hundert Büchern. Alle habe ich gelesen, aber in keinem steht etwas über so ein wunderliches Tier. Vielleicht ist es sogar ein Teufelsviech und bringt Gefahr übers Land. Lass schleunigst den Gemeinderat zusammenkommen, damit er beschliesst, was mit dem Tier zu geschehen hat.» Sofort hat der Valentin den Gemeinderat zusammengerufen. Alle sind gekommen und haben das sonderbare Geschöpf in der Hutschachtel betrachtet. Es hat ein feines, samtiges Fell, breite Füße, die ausgesehen haben wie Hände, eine spitze Schnauze und kleine, zusammengekniffene Augen gehabt. Der Gemeindepräsident hat die Schuhschachtel erschrocken vor sich geschoben und gerufen: «Passet ja auf! Das Tier ist vielleicht so gefährlich wie ein Basilisk. Wenn es die Augen aufmacht und uns anschaut, könnten wir alle tot umfallen.» Jetzt hat der Richter eine grosse Angst bekommen. Er ist mit der Schuhschachtel zurück auf die Tenna gesprungen und hat für den nächsten Morgen die stimmfähigen Männer von der ganzen Gegend ins Rathaus eingeladen. Alle sind gekommen und haben erschrocken das samtige Wesen in der Hutschachtel betrachtet. Keiner der Männer hat jemals ein derartiges Tier gesehen. Ein uralter Mann mit einem langen weißen Bart hat bang geflüstert: «Ich bin so alt, dass ich noch Bärenfleisch gegessen habe und mich noch fast an die Arche Noah erinnern kann. Aber so etwas Unheimliches habe ich noch nie gesehen.» Ein grosser Tumult ist jetzt im Rathaus ausgebrochen. Alle haben durcheinander gerufen: «Der Urgroßvater hat recht, wir müssen das Tier umbringen.» Alle sind sich darüber einig gewesen, haben sich aber nicht entscheiden, wie das Ungeheuer mit dem spitzen Rüssel zu Tod gebracht soll werden. Einer hat gerufen: «Schlönd ihm den Kopf ab!» Ein anderer: «Henk es auf!» Und ein dritter: «Wir müssen es versäufen!» Da hat sich der Urgroßvater wieder zu Wort gemeldet: «Da gibt's nur eins. Wir müssen das Wildfraueli fragen. Nur das Wildfraueli wird uns sagen, wie man so ein Ungeheuer umbringt.» So ist also das Wildfraueli ins Rathaus geholt worden. Es hat sich das Geschöpf in der Hutschachtel zeigen lassen und hat mit einem listigen Lächeln gesagt: «Da ist ein schwieriger Fall. Wenn ich euch raten soll, müsst ihr mir ein Schuss Bauernbrot, eine Flasche Wein und ein Goldstück geben.» Das Wildfraueli hat bekommen, was es wollte, und es hat mit feierlicher Stimme gerufen: «Ihr solltet ihm nicht den Kopf abschlagen und nicht aufhängen. Auch ein Säufen solltet es nicht. Es kann nämlich schwimmen. Eine solche gefährliche Kreatur verdient nichts Besseres, als dass man es lebendig begrabt.» Alle haben erleichtert aufgeatmet. Sofort ist vor dem Haus vom Richter ein tiefes Loch gegraben worden, wo das Tier lebendig hineingelegt und rasch wieder zugedeckt worden ist. Dort ist es ihm sowohl wie ein Vogel in der Luft gesehen.
Es hat unter der Erde eine Wohnung mit vielen, vielen Gängen gehabt. Sicher haben die schon lange gemerkt, das gefährliche Tier war ein Maulwurf. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, dann könnt ihr das machen. Das Bergdorf Tenna im Bündnerland existiert nämlich wirklich und liegt im Safietal. Es ist sozusagen auf der gegenüberliegenden Talseite von Flims-Laaks und von Chur aus mit dem Zug, Bus in ca. einer Stunde erreichbar. Also alle unter euch, die im Winter ab und zu auf Lachs schielen oder snöben gehen, kennen die Gegend ja schon ziemlich gut.